Madame Präsident, die Damen und die Herren, der Rat, den Herr Außenminister gestern gehalten hat, vor ganz stark von europapolitischen Frohe markiert, für allem von der Suche den Euro. Wenn der Minister hat, wie als Regierung das immer mischt, eine euro-euphorische Approche gewählt. Der Regierung noch brauchen wir immer mehr Europa und noch bald bland Vertrauen an die Methode communautaire, also auch an die Europäische Kommission. Hätten wir so Vertrauen, dann wäre schon bald alles gut. Da der ist doch viel mehr realistisch. Sie sagt Europa wie es ist, und nicht wie verschiedene es sich erdrehen. Am Schild von der Eurokrise ist die Europäische Kommission darum bemüht, für hier Kompetenzen auf Kosten von der Memberstaaten immer mehr weit auszubauen. Also Begriffe wie die Europäische Wirtschaftsregierung, das Europäische Semester, und entweder nicht schwer oder undeutlich rechtlich Grundlagen am Lissabonner Vertrag und heute überhaupt kein. Für DDR ist klar, dass es keine weitere Verlagerung von Souveränität und der EU darf gehen, als schon gar nicht ohne eine weitere Anpassung von den vertraglichen Grundlagen. Es ist nicht, weil Staats- und Regierungschefen sich nicht auf den Weg von der Ratifikationen an den Referenden trauen, dass sie außervertraglich Arrangementen an der Zerstärfen aufmachen, die Souveränität von den Memberstaaten erschränken. Die Europäische Kommission hat das Jahr im europäischen Semester gegenüber Lützeburg Rekommendationen ausgeschwärzt, die absolut nicht an ihrem Kompetenzbereich liegen, durch ihre Kommentare über unser Pensionssystem an den Index. Als ADR protestieren wir gegen die Kompetenzüberschreitungen von europäischen Institutionen, speziell von der Kommission. Wir brauchen auf keinen Fall mehr Europa, aber wir brauchen eigentlich just nicht den Respekt von den Dispositionen, die schon am Maastrichter Vertrag sind, an die Stabilität vom Euro ja hätte sollen und müssen garantieren. Das durch den Laxismus vom Conseil auf der Kommission. Also auch durch den Laxismus von Herrn Juncker als letzter Premier am Conseil und als Präsident vom Eurogruppe, dass wir an dieser Krise progressiv herabgerutscht sind. Als ADR gibt es jedenfalls keine europäischen Institutionen mehr Kompetenzen als schon gar nicht denen, die in der Vergangenheit so versucht wurden. Die letzte Regierung sollte auch darüber abhalten, für die Wege von europäischen oder internationalen Institutionen, an denen wir Member sind, Rekommendationen an sich selber zu adressieren, von denen sie meint, dass sie sonst aus rein bandenpolitischen Gründen nicht durchsetzen können. Wir hätten gerne, dass die Europäische Kommission, die OECD und andere sich aus eisen Sachen heraushalten. Von CSV und der LSAP gerne unpopuläre Formen hätten, da sollen sie die Courage haben, für einen Staat ohne Hilfe aus dem Ausland auch zu suchen. All sinnvoll und nötige Reformen hier im Land findet auch die Unterstützung von der ADR, dafür haben wir als Ich-Partei-Propositionen wie die Pensionsreform auf den Tisch gelöst. Für die Courage zu haben, braucht die ADR aber nicht für die Rekommendationen von einer Europäischen Kommission, auch das unterscheidet uns von anderen. Madame Präsident, die ADR ist nicht dafür, dass die Europäische Kommission über den Weg von immer mehr Eigenmitteln hier Unabhängigkeit von den Memberstaaten probiert noch weiter zu erhöhen. Wir brauchen eine starke finanzielle Kontrolle von der Europäischen Kommission durch die Memberstaaten. Wir können uns nicht mehr über die Naivität von unserer Regierung wundern, die nach immer zu Menge schenkt, die Europäische Kommission gegen Rücksicht auf unsere Interessen holen. Der Gegenteil ist vor. Die Kommission behält sich immer mehr wie Staat am Staat. Sie behält sich wie ein großes Land, also sie vergisst dabei, dass sie just nicht mehr durch die Wille von den Staaten, auch von den kleinen Memberstaaten, existiert. Da der akzeptiert weder umweltpolitisch noch finanzpolitische Scheinargumente, für die Kommission mehr Eigenmittel zu geben. An Eisenahn stehen zusätzliche Steuern, auch ein eventuell Tobin-Tax ausschließlich den Nationalstaaten zu. All eventuelle Erhöhung oder Diversifizierung der Rezepte von der Kommission, die wir aber ausdrücklich nicht wollen, sollte sie dann einmal gehen, ob man es gleichzeitig durch andere Reduktionen zugunsten von den Memberstaaten auf vollem Umfang kompensiert gehen. Prinzipiell ist da die Überzeugung, dass an diesen Zeiten, wo wir alle müssen spuren, das Budget von der EU nicht darf erhöht gehen. Weder als Nationalbudget nach Bürger oder Betrieber dürfen unter dem Strich zugunsten von den europäischen Institutionen nach mehr belastet gehen, sie wird durch Steuern oder durch mehr Bankkästen. Da der will global gesehen manner Belastung, manner Vorschriften, manner Bürokratie und manner Steuern. Als Regierung will aber offensichtlich das Konträr, immer mehr Belastung von den Bürgern und den Betriebern. Am Platz für als Regierung, das möchte immer mehr suchen, an Europa zu pumpen,
geft der du wennst mal substanziellen personellen Aufbau an der Bresler Bürokratie gesinn. Madame Präsident, an eisen an der Europa weder ein Transfer nach eng Schuldenunion gin. De Geest vu Maastricht muss auch endlich respektiert gehen. Staaten wie Griechenland muss können aus dem Euro herausgoen fir nes kompetitiv zu gin, dat der jo enger Presskonferenz erklärt. Et das besser Banken zu rekapitaliseieren, wie gut Geld han schlechtem hier zu geheien. Wir brauchen kein Fass ohne Boden, mehr ein solides Fundament für nes op Bein zu kommen. Madame Präsident, der verlangt, dass das Europapolitik endlich manner idealistisch und mehr realistisch gött. Wir wünschen uns von unserer Regierung, dass sie als Lützeburger Interessen an Europa vertritt, an plötzliche Supranationalvisionen anzusetzen. Es ist falsch, an der Integrationsrhetorik von den 50er und 60er Jahren hängen zu bleiben, die demnach sicher richtig vor. Mit der Europa von Haut muss wir als ein Instrument gesehen, als ein Vektor von unserer außenpolitischen an Interesse gelegtem Handeln, an einem Madeneen von souveränen Nationen, die sich Institutionen gehen, die an ihrem Denk stehen, und nicht umgekehrt. Die europäische Integration als kein religiösen Dogma, mehr eine außenpolitische Option, die immer nicht muss neu evaluiert gehen. Die ganz anscheinend hier unumkehrbare Integrationsrhetorik hat Matto dazu gefeiert, dass eine währungspolitische Idee wie den Euro politisch überbelastet gouf. Auch die forcierte Überpolitisierung vom Euro als Matschuld in der Eurokrise. Für zu probieren, eine Schulden- und Währungskrise mit politischen Instrumenten zu lösen, am Platz mit währungspolitischen, das kann mittelfristig nicht funktionieren. Wir können nur plästern und überbrücken, wie lange hält das nicht. Es macht ökonomisch nicht viel Sinn, für einen 1 Zinssatz an einer höchst diverser Ökonomie zu haben. Der Bandenmarkt ist nicht unitär. Die Staaten, die Probleme haben, brauchen eine Fiskal- und Zinsautonomie, für können zu agieren. Weil weder die betroffenen Staaten noch wir dürfen einfach Schulden und Kosten von den nächsten Generationen machen, aber weder die betroffenen Staaten noch wir dürfen probieren, wie die hohe Staatsschuld durch einen gewollten, aber wahrscheinlich nicht mehr steuerbare Inflation Last zu gehen, und dummer der AK holen, für viel gespurte Kapital zu zerstören. Madame Präsident, wenn sich Europa als Schulden- und als Transferunion vorstellt, und dazu gehört auch die Idee von den Eurobonden, den hat gar konkret, dass Steuerbezahler an denen reiche Länder, die Bürger aus denen arme Länder können Vorschriften machen. Dazu gehört ein Budgetkontrolle an den Staaten, ein Tutel, wie das so schön heißt, enorme sozialen Aufbau und auch die Vorstellungen von einer limitierten Souveränität. Denn Herr Juncker hat den Begriff zum Beispiel für Griechenland gebraucht. Der will aber keine Limite von der Souveränität, wenn es nicht der Dotter. Als erinnere so Begriffe in einer Zeiten, zum Beispiel in einer Brezhnev-Doktrin, die ja bekannterweise auch eine Doktrin von der limitierten Souveränität vor, und zwar eine, die auch nach mit militärischer Gewalt durchgesetzt wurde. Der hat gerne damit abgehalten, für Demokratie und Souveränität von den Memberstaaten anzuschränken, nicht weil verschiedene politische Integrationsvisionen an Europa wollen zu bald egal welchem Preis durchboxen. An so Prozesse leidet ein neuen und höchst gefährlichen demokratischen Defizit an Europa. Eine forcierte Integration auf Kosten von der Demokratie an den Ländern an der souveränen Selberbestimmung von den Memberstaaten. Ein Europa von der variabler Geometrie an den verschiedenen Witessen auch währungspolitische Fragen ist keine dumme Idee. Mit dem Ausdruck von einem verantwortungsvollen Realismus am Gegensatz zu einer integrationistischer Illusionskultur. Herr Präsident, der Herr Minister Asselborn hat auch von der Visafreiheit auf dem Balkan geschwärzt. Da hat ihrer Meinung nach gehört, neben der Reisfreiheit bei offenen Grenzen für die eierlichen Bürger und nicht mehr für die, auch immer Recht auf Nationalsicherheit. Von offenen Grenzen zu einem Risiko gehen, zum Beispiel durch organisierten Asyltourismus, da müssen sie auch nicht kontrollieren, und zwar so weit Staaten das wollen, und so lang Staaten das wollen, und dafür brauchen sie keinen Akkord von der Bresler Bürokratie. Grenzen sind und bleiben eng froh von der nationaler Souveränität. Wir wundern uns auch darüber, dass Lützeburg immer noch in denen aus die prinzipiell wie eine Visafreiheit mit den Balkanstaaten antreten. Denn Herr Außenminister trägt dabei auch eine persönliche Verantwortung. So hören wir, dass Lützeburg auch für den Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Schengen-Raum antritt, obwohl es danach enorm Probleme gibt. An denen Ländern gibt es weder eine anständige Justiz,
nach ein engagiert Figur gegen Korruption, nach ein nennenswerter Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Wir hatten als ADR auch heute zu Recht und als echt vom Asyltourismus als Konsequenz der Visafreiheit besonders mit Serbien und Mazedonien geschwärzt. Wir hatten von organisiertem Menschenhandel geschwärzt. Und wir hatten von der Regierung konsequent Handel gefordert, auch auf besonderem Plan von den finanziellen Avantagen, die denen Leute zukommen. Und wir hatten von notwendiger Grenzkontrolle geschwärzt. Heute muss die Regierung das Fakte selber zugehen. Also sie muss schrittweise auf die Weg gehen, die wir schon lange gefordert hatten. Auch an dem Dossier wird der pragmatische Realismus von der ADR sich als richtig erwiesen. Herr Präsident, eine von den Hauptursachen von der griechischen Schuldenlast ist das hohe Militärbudget. An den als nötig, nicht weil Italiener besonders aggressiv leid wären, mehr wenigstens denen Menassen, denen das Land tagtäglich ausgesetzt ist. Wenn die Türkei als Nachbar hat, der braucht eine starke Armee. Die häufigen Verletzungen vom griechischen Luftraum an die Menassen, die auf Zypern liegen, sind eine hohe finanzielle Belastung für Griechenland und damit auch nur für uns. Dowenns geht es nicht durch, die griechische Schuld umzustrukturieren, für zu probieren, der Schuldenkrise zu gehen, das probiere ich die Finanzministerin. Mit der Außenministerin hätte man ein erstes Wort mit der Türkei schwätzen. So ein Beitrag wäre sicher nicht unnötig gewesen. Eine zweite außergewöhnliche Belastung für Griechenland ist die hohe Zahl an illegalen Abwanderer. Auch hier spielt die Türkei keine positive Rolle. Land wie über mir möchte das Land praktisch nicht für den Menschenstrom zu stoppen. Zumal am Bereich von der Grenzkontrolle feiern die Spurmaßnahmen, die wir für Griechenland fordern, darin ja eine signifikante Reduktion von der Zahl der Beamten, dazu die Grenze von Europa nach mehr sicher und nach mehr durchlässig zu machen. Die Türkei ist ein strategisch wichtiger Partner für die Alliierten an der NATO. Das kann nicht bezweifelt gehen. Wir sehen trotzdem einen negativen Einfluss auf Europa. Sie verhindert hinter Jahren eine Optimierung von der Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Union, wenn es der Zypern froh. Sie hält sich nicht an ihre Verpflichtungen gegenüber der Union, was den Access zu ihren Häfen und Flughäfen angeht. Ja, sie geht neuerdings so weit, die Europäische Union zu drehen, für den Fall, wo Zypern das 100 Jahre seine turnusgemäß Präsidentschaft überhält. Für was ist das besonders Wert darauf anzugehen, wir wollen als Regierung immer mehr eine viel zu viel große Türkei-Freundlichkeit weist. Die Türkei, Herr Präsident, behält sich heutzutage wie ein oberstehend osmanisch Reich. Intern bleibt sie totalitär, beschränkt Freiheit von der Presse und erlaubt kaum Progress an der Religionsfreiheit. Die Rechte von der Minoritäten wie auch die von der politischen Opposition gehen nicht genug respektiert. Außenpolitisch geht Ankara immer mehr gefährlich. Die Vereinigten Nationen haben in ihrem Rapport über die Zwischenfälle mit der ersten Gaza-Flottille neben einer berechtigten Kritik und der überproportionellen Reaktion von Israel auch deutlich die Türkei kritisiert, aber besonders der Relationen zu den islamistischen Organisateuren von der Gaza-Flottille. Obschon die Türkei die islamische Identität nicht stark betont und sich mehr als wichtig Mittelmacht am Nahen Osten will profilieren wie als europäische Staat, haben hier für sich eine Führungsrolle an der Region nur den arabischen Revolutionen zu überholen bislang nicht viel Success. Allein die aktuelle Rolle am Fall Syrien scheint mir positiv zu sehen. Beitrittsverhandlungen zwischen der Türkei und der EU machen kaum Progress. Und immer mehr muss man sich vorstellen, ob die Türkei überhaupt der Union beitreten will. Ihre Beitritt wäre jedenfalls eine Katastrophe für die Union, auch weil das Land nach immer keine Kultur vom Konsensus hat. Der Herr Minister Asselborn hat gesagt, der Beitritt von der Türkei gegen das strategische Gewicht von Europa an der Welt deutlich mehr groß machen. Das ist ein Zitat. Der Gegenteil als an einer war, wo die Türkei ging zwar durch ihren Beitritt nach mehr aufschlussreich gehen, mit der Union kennt nicht mehr nach meinem Aufverständnis von der Türkei politisch handeln. Es wird dann von unserer europäischen Identität als Ausdruck von unserer jüdisch-christlicher Kultur, die auch am Geist von der Abklärung auf dem Humanismus geprägt wird. Dann von unserer Menschenrechtspolitik, dann von der europäischen Kommunität von Werten, die wir kennen. Herr Minister, die Unterstützung von unserer Regierung für einen türkischen EU-Beitritt als ein Fehler. Von Türkei, wie sie es ja so gerne behauptet, für uns ein wichtiger strategischer Partner am Nahen Osten sie soll. Da verlangen wir, ob man der Türkei ihre Relationen mit Israel normalisiert, die Okkupation von Nordzypern einsetzt, die Verpflichtungen aus dem Ankara-Protokoll respektiert und dass sie das griechische Staatsgebiet nicht mehr violiert.
Und wir verlangen ein Ende der Kanonenbootpolitik gegen Zypern, wenn es den präsumierte Gas an Urlech Bodenreichtum am Meer. Was die türkische Relation mit Armenien angeht, da gibt es auch nicht viel Gutes zu melden. Denn Herr Erdogan ist das Letzte von allem dadurch aufgefallen, dass hier ein Friedensmonument an der türkisch-armenischen Grenze wollt zerstören lassen. Auch du wennst, könnt der DDR in naher Zukunft nicht auf die Frage der Kondamnation vom armenischen Genozid zurück. Den honorablen Herr Henkes hat die Frage schon im Jahr 2001 hier im Parlament angeschwert. Wir hätten gerne, dass an dieser Frage als Chamber an alle Parteien Farbe bekennen. Stehen Sie an der Seite vom Negationismus von der türkischen Regierung oder auf der Seite von all den westlichen Nationen, die an den letzten Jahren eng oder anderer den armenischen Genozid kondamniert haben? Da der jedenfalls wo sie steht, auf der Seite von den Opfern an der historischen Wohlrecht und immer fest am Lager von den westlichen Demokratien. Wir stellen aber fest, dass verschiedene andere Parteien bannen mit ihrer klarer Westorientierung immer mehr Probleme zu Husch hängen. Herr Präsident, ein anderes wichtiges Thema am Herr Außenminister sengeriert vor den Nahen Osten. Weil auch heimisch als Regierung ein Fehler, wenn sie eine staatliche Anerkennung von den besatzten palästinensischen Territorien unter den ablacklichen Konditionen will durchsetzen. Wem wäre dann durch so eine Anerkennung geholfen? Was ging da konkret durch so einen Akt verbessert gehen? Ginge so eine Anerkennung nicht Situation Terrain noch viel mehr schwierig machen, den Friedensprozess noch mehr unwahrscheinlich erscheinen lassen am Platz, wie ihr so gern behauptet, eine 4 Konditionen für gerechte Frieden zu sehen. Was ist das für eine Politik, von als Minister an den Medien erzählt, bessere Beziehungen zu Israel wären kontraproduktiv? Ist das eine glaubwürdige Außenpolitik, die unseren politischen und ökonomischen Interessen, unsere strategischen Partnerschaften und unseren Traditionen entspricht? Herr Präsident, der ist nicht für klare illegale Retorsionen von der israelischen Regierung zu justifizieren. Und das gilt besonders auch für den Bau von Wohnungen an den besatzten Gebieten. Mit der steht für die Regierung und eine Reihe von Wohlrechten zu erinnern. Eng davon ist, dass nicht mehr Entitäten als Staaten sollen unerkannt gehen, die 4 völkerrechtlichen Konditionen aus der Konvention von Montevideo von 1933 auch effektiv und vollständig erfüllen. Wir haben das am Fall Kosovo missachtet, aber wir sehen halt Konsequenzen. Wir sehen auch die enormen Schwierigkeiten in Bosnien-Herzegowina, ein künstlicher Staat, dem sie Deler nicht zu nahe fanden. Der Fall von den besatzten palästinensischen Territorien ist aber noch viel mehr komplex wie die Staaten-Nachfolgeregelung nur der Ablösung vom sozialistischen Jugoslawien nicht war und nicht nach immer ist. Ein zweites Wohlrecht, als der Chidere weiß, den nicht will wissen, dass eine Friedenslösung am Nahen Osten nicht mehr eine Verhandlungslösung sein kann. Und wir als Europäer haben uns gleich an ein paar Mal dazu mit engagiert. Alle wichtigen UNO-Resolutionen über den Nahen Osten, für die Route-Deklaration vom Quartett schwätzen ausdrücklich von einer negozierten Solution, auch den israelisch-palästinensischen Akkord interimär, also Oslo II. Kein darf das Statut verändern, unilateral, das ist der Sinn von der ODING-Verhandlungslösung. Dafür, Herr Präsident, packt das Hund zerwandert, das muss auch für Israel an die palästinensische Autorität gelten. Da der steht dort so, eine dauerhafte Friedenslösung am Nahen Osten muss eine negozierte Lösung sein, aber vor dem Ziel darf noch so Orchestrationen wie die der UNESCO nicht auflenken. Es ist nicht der richtige Platz gewesen, Herr Minister, für die UNESCO etwas zu unterstützen. Wir haben nach kein palästinensischer Staat und hat keine unerkannten und definierte Grenze mit Israel. Ihr wisst das selber, wir haben noch zu darüber geschwärzt. Es gibt keine klare Grenze, auch die 67 ist nicht mehr eine Linie, ein Waffenstillstandsaufkommen. Ihr wisst, an der Zeitung so noch heute, dass es Zwoppe gibt. Und an den Konditionen, wo es keine klare Staatsvolk gibt, keine klare Grenze, können wir auch die Staat nicht anerkennen. Außerdem gehen wir hin und wir nominieren die Autorität vom UNO-Sicherheitsrat an der Vollversammlung, wenn wir auf den Weg gehen. Wir hätten besser gehabt, klar zu machen, dass die UNESCO nicht die Platz ist, wo wir wollen eine Staatlichkeit durchsetzen, die es noch nicht gibt. Wir hätten besser gehabt, auf eine Verhandlungslösung zu drängen. Verhandlungslösung, wir wissen, Herr Minister, dir und wir wissen, dass den Herr Netanyahu da nicht immer ganz vorbildlich und fleißig ist. Wir müssen aber auch sagen, dass Palästinenser auch nicht sind. Es gibt keine Verhandlungsposition, die von allen Palästinensern geteilt wird. Es gibt eine Hamas, die nach das Existenzrecht von Israel nicht anerkennen. Das steht im Widerspruch zu dem, was das Quartett sieht. Ihr wisst, Unerkennung vom Existenzrecht, Verzicht auf Gewalt,
Das sind alles Sachen, die den Hamas aber Deelder von einer palästinensischer Delegation nicht gegen akzeptieren und dafür können doch nicht zu einer gemeinsamen palästinensischer Verhandlungsposition wenigstens nicht einmal Blick. Die ist meine Zeit das aufgelaufen, dafür will ich nur noch Schuss so und das noch ganz viel. Aber nimmer nur an dieser Rede, Herr Minister Friedrich, nicht zu frei. Meine Zeit ist da nicht allgemein aufgelaufen. Mit ging noch ganz viel zu sagen. Auch über die Tatsache, Herr Minister, der zum Beispiel refusiert hat, für die Christen an der Welt anzutreten, über den Iran, über die Beantwortung von Questions parlamentaires, die nicht gestaltet wird. Hast du, Herr Minister, den Eindruck, dass zu viel mit Diktatoren an der Welt immer schwätzt, auf Platz hin zu erklären, wie eine Demokratie funktioniert, dann scheinst du den Eindruck, dass dir zurückkommt mit Allüren, zum Beantwortung von Questions parlamentaires geht, die nicht wie ganz demokratisch sind. Das ist so nicht mehr.